dem Ende zuneigt. Achtung, Kihlström und Oehling. Lindmark war nicht mehr so souverän hier. Lindmark, der ja auch bei Malmö in der nur noch zweitobersten Spielklasse spielt. Fedorovs Schuss, Tor. Auch Aslin konnte hier nicht. Oh, da wurde ein Mann sträflich allein gelassen und der lässt sich die Situation natürlich nicht entgehen. 2:0, Schütze die Nummer 18, Dimitri Kvartalnov, Linie. Und ein Treffer, den Aslin ganz eindeutig auf seine Kappe nehmen muss. 3:0, Schütze Alexei Kazan. Biakin, Mogilny, Fedorov vor dem Tor und dann der überraschende Pass zu Kasatonov. Zu wenig überraschend für die Schweden, die ihrerseits zuschlagen und mit einer herrlichen Kombination zum 1:3 kommen. Schütze ist Anders Karlsson. New Jersey Devils. Södergren hatte die Chance, die Zuschauer haben sich mehr darauf konzentriert, eine 2-Minuten-Strafe herauszuschinden mittels Pfeifen, was natürlich gar nichts nützt, und Makarov hat keine Mühe hier, die unkonzentriert agierenden Schweden zu überwinden und zum, ich glaube, man kann jetzt sagen, entscheidenden 4:1. Bikoff. Und ein Knaller von Husarov, der fast den Torpfosten zertrümmert hat. 5:1. Das sind Schüsse. Makarov. Nilsson. Und damit ist Brian Bellows, der rechte Flügel der Minnesota North Stars, Torschützenkönig der Weltmeisterschaft 1909. Er hat es versucht, aber es ist nicht gelungen und damit ist das Spiel hier aus. Die Sowjetunion gewinnt 5:1, gewinnt die Goldmedaille, Silber